um Ministerbesuch. Eritrea brüskiert die Schweiz. Das Regime tanzt uns definitiv auf der Nase rum und wir sind die nützlichen Idioten. Schön sind Sie bei uns. Eritrea und die Schweiz hätten viel zu bereden. Wie weiter zum Beispiel mit den vielen abgewiesenen Asylsuchenden? Eritrea akzeptiert ja keine Rückschaffungen. Bundesrat Ignazio Cassis möchte seit fast einem Jahr Eritreas Außenminister Osman Saleh in die Schweiz einladen für ein Treffen. Doch für den Vertreter des eritreischen Regimes schien die Schweiz bislang wenig Priorität zu haben. Umso erstaunlicher ist die Recherche meines Kollegen Georges Humbel. Außenminister Saleh nämlich war vor kurzem in der Schweiz. Doch statt mit Bundesrat Cassis zu verhandeln, ließ er sich feiern an einer Propagandaveranstaltung des Regimes im Emmental. 127 grandios, 27 128 127 Schau das mal selber an, Freunde. Die Markthalle im bernischen Burgdorf. Hier findet einmal pro Monat eine große Viehauktion statt. Emmental pur. Eigentlich kein Ort, an dem sich ausländische Staatsgäste und Minister die Klinke in die Hand geben. Doch vor genau einem Monat sah es hier so aus. Regimetreue Eritreer feiern ein rauschendes Fest. Und kaum zu glauben, doch diese Bilder hier beweisen es, mittendrin der eritreische Außenminister Osman Saleh. Er lässt sich in Burgdorf feiern. Der eritreische Außenminister in Burgdorf. Markthallenchef Michael Kropf erfährt erst von der Rundschau, dass ein hochrangiger Vertreter des umstrittenen Regimes in seiner Halle war. Ja, das ist überraschend für uns. Es ist natürlich schön, wenn hohe Persönlichkeiten in die Markthalle Burgdorf kommen. Es ist einfach für uns natürlich sehr negativ, wenn wir das nicht wissen. Wir haben im Vorgang nichts davon erfahren und sind jetzt auch ein bisschen perplex. Der Geschäftsführer der Markthalle hätte auch aus Sicherheitsgründen gerne gewusst, dass ein ausländischer Minister bei ihm einen Auftritt hat. Angemeldet war ein eritreisches Kulturfestival. Auch auf dem Flyer ist der Name des Funktionärs nicht zu finden. Dabei ist Osman Saleh nicht irgendwer. Der Außenminister ist eines der Aushängeschilder der diktatorischen Regierung in Asmara und Ziel einer Schweizer Diplomatieoffensive. Bundesrat Ignazio Cassis hat ihn letzten November persönlich in die Schweiz eingeladen für einen offiziellen Besuch in Bern. Doch der Bundesrat wartet bis heute auf einen Termin dafür. Außenpolitiker Damian Müller kann deshalb fast nicht glauben, dass der eritreische Außenminister tatsächlich in der Schweiz war. Das ist sehr befremdend, weil meines Wissens der Bundesrat Cassis bereits mehrere Mal, meines Wissens 3 Mal, ihn probiert hat einzuladen und vor allem auch die Gespräche zu suchen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt steht er einfach im Emmental in einer Markthalle und das muss man klar sagen, das ist nicht nur befremdend, sondern das ist eigentlich ein absolutes No-Go, wenn man hier die Schweiz missbrauchen für eine Propagandaveranstaltung. Für einmal sind sich Politiker von links bis rechts einig. Es ist natürlich eine diplomatische Unverschämtheit, die so ein zweites Mal wahrscheinlich nicht stattfindet auf der Welt. Das Regime tanzt uns definitiv auf der Nase rum und wir sind die nützlichen Idioten. Das ist natürlich eine Nachfrage gegen die Schweiz, das ist völlig klar. Die Schweiz hat eine offizielle Einladung offen, die wird nicht beantwortet. Und gleichzeitig machen wir einen Propagandaauftritt für eine Diktatur, nicht einfach für eine Regierung. Das kann man nicht anders werten als eine diplomatische Nachfrage. Der eritreische Außenminister in Burgdorf und ein Treffen mit den Schweizer Behörden. Wir fragen beim EDA nach. Am 9. Juli 2019 hat die Ständige Mission Eritreas in Genf das EDA informiert, dass der eritreische Außenminister vom 16. bis 22. Juli in der Schweiz sei. Die Mission hat kurzfristig um ein Treffen mit Bundesrat Ignazio Cassis ersucht. Der Bund schreibt weiter, Bundesrat Cassis habe den Termin aus Agendagründen nicht wahrnehmen können. Gemäss unseren Informationen war der Herr Cassis dann in den Ferien. Die haben nicht seine Ferien unterbrechen. Zu einem Staatsbesuch gehört es dazu, dass man das rechtzeitig meldet. Meines Wissens hat der Bundesrat Ferien und es gehört eben auch alles dazu, dass wenn ein Außenminister aus Eritrea da ist, wo man schon lange haben will, die Beziehungen klar muss pflegen. Aber es kann nicht sein, dass man einfach 2-3 Tage vorher sagen, mir ist da.
ብተመሳሳሊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳሌሕ ኣብ ዝተረኸበሉ Dieser TV-Beitrag zeigt, wie wichtig dem Regime der Besuch war. Das eritreische Fernsehen berichtet prominent über den Außenminister in der Schweiz. Johannes Berane hat sehr gute Kontakte zum offiziellen Eritrea und hat den Besuch mit organisiert. Er bedauert, dass es kein Treffen gab. Ja, ich finde, das ist schade. Auch wenn gleich Herr Cassis in der Ferien ist, kann auch ein Vertreter für das Departement mit dem Außenminister treffen kann. Das ist eine richtige für die Beziehung. Aber das ist nicht passiert. Warum hat er es denn nicht früher angemeldet? Das weiß ich nicht. Das ist die Botschaft zwischen der EDA und der Botschaft. Aber wir haben gewünscht, dass das Treffen stattgefunden wird. Gegen 40.000 Eritreerinnen und Eritreer leben in der Schweiz. Die Exilgemeinde ist gespalten. Die einen unterstützen Diktator Afewerki, vor allem ältere Flüchtlinge. Viele andere lehnen den Alleinherrscher ab. Sie fürchten sein hartes Regime und sind deshalb geflohen. Veronika Almedom kämpft für Demokratie in ihrer alten Heimat. Sie ist Mitglied der Eidgenössischen Migrationskommission und ist enttäuscht, dass ein Vertreter des Regimes in der Schweiz so prominent auftreten darf. Was mich extrem schockiert ist, dass Saleh die demokratischen Freiheiten der Schweiz missbraucht, um hier seine Propaganda zu verbreiten. In Eritrea gibt es all diese Rechte nicht. Es gibt keine Bewegungsfreiheit. Man darf keine politischen Veranstaltungen besuchen. Er verweigert diese Freiheiten seinem eigenen Volk. Diese Doppelmoral ist inakzeptabel. Eritrea. Aus keinem anderen Land sind in den letzten Jahren mehr Asylbewerber in die Schweiz gekommen. Deshalb hätte die Schweiz wichtige Themen zu bereden mit dem Regime in Asmara. Zum Beispiel, wie die Schweiz Entwicklungshilfe leisten könnte. Besonders delikat, die Menschenrechte im Land. Und, was der Bund am meisten möchte, ein Abkommen, um abgewiesene Asylbewerber zurückzuschicken. Doch wie der Fall Burgdorf zeigt, dieses Regime ist ein schwieriger Partner. Unberechenbar und mit eigener Agenda. Die eritreische Regierung ist nicht einfach eine normal funktionierende Regierung, sondern es ist eine Diktatur mit ganz speziellen Spielregeln. Und das Gefühl haben, man kann mit dieser Regierung eine normale Beziehung aufbauen und sogar noch Leute zurückbringen, beispielsweise, die dann normal behandelt werden, das erweist sich als grobe Illusion und das ist ein Beweis mehr dafür. Die SVP fordert, dass man Leute zurückschicken nach Eritrea. Aber können wir mit so einem Regime verhandeln? Kann man diesen Leuten vertrauen? Realistischerweise wahrscheinlich nicht. Umso wichtiger ist, dass die Schweiz energisch die Aufenthaltsbewilligungen entzieht, dass wir schauen, dass die Leute freiwillig gehen. Und ich denke, wenn man auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann können die Leute auch zu Zehntausenden freiwillig und in Würde wieder in ihr Heimatland zurück. Aber dass man mit so einem Regime ein Rückübernahmeabkommen verhandeln kann, da glaubt ihr auch nicht mehr dran. Ja, die Regierung AWF-Ferki ist ja nicht mehr die jüngste und man kann hoffen, dass in absehbarer Zeit da wieder Jüngere nachkommen, die dann weniger diktatorische Allüren haben als das jetzige Regime. Veronika Almedom warnt die Schweiz. Sie ist überzeugt, dass die Regierung in Asmara überhaupt kein Interesse an ernsthaften Gesprächen mit dem Bundesrat hat. Diese Leute wollen nicht mit der Realität konfrontiert werden. Sie müssten kritische Fragen der Schweizer Behörden aushalten. Warum flüchten immer noch Menschen aus Eritrea? Warum hat man ein Jahr nach dem Frieden mit Äthiopien noch keine Reformen angepackt? Warum ändert sich nichts? Solche Fragen wollen sie nicht, weil sie wissen, dass sie sich viel vorzuwerfen haben. Der eritreische Außenminister Osman Saleh. Wann er Zeit findet für einen offiziellen Besuch in der Schweiz, steht in den Sternen. Bundesrat Cassis wartet weiter auf einen Termin.